Jolie Flight, herzlich willkommen hier von Straßburg für eine neue Edition von meiner Sendung «E Blick auf Europa». Ich wollte euch heute über zwei Themen informieren, die mir das Woche an der Woche vom 14. bis den 18. hier zu Straßburg aufgestimmt haben, wo wir debattiert haben, wo wir aufgestimmt haben. Und das für uns das Thema, das der russischen Embargo am agroalimentären Bereich. Und das zweite Thema, das ist ein europäischer Fonds für die Anpassung und Globalisierung. Ihr wisst, dass wir den Konflikt haben an der Ukraine, wo wir Sanktionen ausgeschwert haben, nicht nur die EU, sondern auch die USA, Kanada, Japan und auch Australien, schon im März 2014. Und das geht von einerseits Visa-Einschränkungen, andererseits aber auch eine Verweigerung von Krediten von Banken. Das geht aber auch an den wirtschaftlichen Bereich, ein ganz paar Sanktionen. Und das ist auch am Agrarbereich. Am Agrarbereich haben die Russen dann natürlich reagiert. An den August 2014, also den letzten Monat, haben sie ein Embargo oberlegt auf alle Produkte, die aus dem Agrarbereich an Russland angefordert werden. Das ist für die Europäische Union an drei Bereichen hauptsächlich wichtig. Das ist erstens Obst und Gemüse, zweitens alles, was Produit laitier ist, und das dritte das ist Fleisch. Obst und Gemüse, wie gesagt, das Ganze mischt 11 an etwas Milliarden aus, was die EU das letzte Jahr an Russland angefordert hat, auf Wirtschaftsleistung. Und das ist ein Drittel von sämtlichen Agrarprodukten, die die EU ausfeuert. Das mischt 10% aus von der gesamten Export, vom gesamten Export von der EU. Und das ist schon ein bedeutendes Volumen, eine bedeutende wirtschaftliche Leistung. Und das führt dazu, dass man natürlich auch zusätzlich zum Konflikt, den wir haben, was schon kein Konflikt mehr ist, sondern was schon ein Krieg ist, zusätzlich dazu führt es natürlich dazu, dass wir auch nach wirtschaftlich eine Krise kriegen. Es stehen am ganzen 5 Milliarden im Spiel. Und die EU hat debattiert, dann der Kommissar Cioloş hat uns dann gesagt, dass die EU sich hauptsächlich auf 3 Achsen konzentrieren. Die erste ist, alles zu machen, für eine Destabilisierung des europäischen Agrarmarkts zu verhindern. Das heißt, da muss hauptsächlich, was Obst und Gemüse angeht, aber auch Milch, muss direkt reagiert gehen. Es stehen insgesamt 80 Millionen zur Verfügung für Nektarinnen, für Pigen, für Äpfel und für Beeren, da wo schon reagiert gehen ist. Und dann noch nach 40 Millionen für andere Obstsorten, andere Gemüsesorten. Wenn Bauern zu Lützeburg an dem Bereich nicht direkt betroffen sind, so sind das aber für allem als Kollegen am Osten, Polen für allem, wo ein ganz ferm Zoll von, ein ganz großes Zoll von Bauern da vom russischen Markt aufhängen und die da schon ganz dramatisch zu spüren kriegen. Das ist auch geduld, für die Preisstabilität zu halten. Das geduld, für auch gratis Obst, das nicht verkauft, für das auf den Markt zu bringen. Und wie gesagt, das ist auch darüber geschwärmt. Der zweite Wolle ist Milch. Milch ist auch ein ganz wichtiger Exporttitel. Und das ist so, dass auch daheim als Molkerei, als Luxley davon betroffen ist, weil die auch auf Moskau und auf St. Petersburg exportiert. Da ist auch schon ein ganz paar Hilfe an Aussicht gestellt gehen, und zwar für hauptsächlich den Produkt Milch für die weiter zu verschaffen, als Dresche, als Pudermilch, aber auch als Rahm und als Butter und so weiter. Das ist so, dass auch verschiedene Bauern an dem Debat, verschiedene Parlamentarier an dem Debat gesagt haben, Bauern müssten gezielt unterstützt gehen, und zwar direkt. Es darf nicht dieselben Fehler gemacht gehen, den 2008 gemacht gehen als an der Krise von der Milch, wie die Bauern nur einem Jahr endlich an den Genuss kommen sind von den Hilfen. Das heißt, er muss zielorientiert, ganz gezielt und ganz schnell muss reagiert gehen. Fleisch ist an diesem Sektor, an dieser Krise ein bisschen minder betroffen. Das heißt Schweinefleisch, da war schon ein Embargo drauf von den Russen aufgrund von der Schweinspest. Haben die schon kein Schweinefleisch mehr angefordert. Und es gibt nach weiter noch einer Marktgesicht, wo das Fleisch, wie gesagt, kann aufgesetzt gehen und das schon auch zum Teil gefunden gehen.
Dat feiert mich zum zweiten Punkt. Den zweiten Punkt, den der Kommissär angeschnitten hat, als Diversifizierung von den Exportmärkten. Das heißt, wir müssen in Zukunft als breit aufstellen, wir müssen noch einer Märkte an der Welt erschließen. Wir dürfen nicht alles, nicht den großen Teil nur auf Russland konzentrieren, ob schon da die ganz interessante Marché wäre für uns. Aber trotzdem muss es, wie gesagt, auch einer Märkte. Und da spielt natürlich auch eine große Rolle für Publizität zu machen, für die Märkte zu erschließen, für da überhaupt auf den Markt zu kommen, für die können zu erschließen. Aber wie gesagt, das sind auch da sind Hilfe für gesehen, für die Bauern, für den ganzen Sektor dort zu helfen, für auf einer Märkte, hauptsächlich in Asien, für auf die Märkte zu kommen. Der dritte war doch, dass die Entschädigungen, die ausgeschwert sind, das ist ein dritter Punkt vom Kommissär. Auch das ist immens wichtig. Das heißt, weil ich schon gesagt habe, muss zielorientiert sein, muss schnell sein, muss direkt gehen, muss vor allem auf die Plätze kommen, die doch die Bauern, die aus dem Sektor, die doch brauchen, die wirklich wirtschaftlich davon aufhängen. Ich meine, das ist der dritte Punkt. Und, wo kommen die Suen hier? Das ist natürlich eine Frage, die an uns stellt. Aber einen großen Teil haben wir an einer Krisenreserve, die an der gemeinsamen Agrarpolitik an dem ganzen Fonds ist. Die wird verdicht ausgeschöpft. Und dann geht es natürlich an die anderen Posten vom europäischen Budget. Da muss der Gesetzgeber noch darüber befangen, weil der Gesetzgeber ist ja trotzdem den Garant für den Budget, für den anständig abzustellen und noch zu verwalten. Dat die Suen, die da sind, sollen sinnvoll und anständig ausgegeben. Wie gesagt, die Entschädigungen sollen so schnell wie möglich auf den richtigen Platz. Was auch noch gesagt wird, apropos, da sind eine ganze Partie Deputierte, die gesagt haben, es wäre eine Möglichkeit auch für die Quoten aufzusetzen. Ihr wisst, dass wir Milchquoten haben, ihr wisst, dass auch Lützeburg da ganz stark betroffen ist, und auch daheim eine Demande ist, für die Quoten, wie gesagt, aufzusetzen. Die Kommission geht dem aber nicht noch. Hält sich der Sache nicht an, sieht, fährt dadurch, dass die Produktion ging weiter an die Lut gehen, an den Preis aufgrund von einer höheren Produktion dann auch ging fallen, an Preisstabilität an dem Moment an dem Milchsektor nicht mehr garantiert wird. Das bewegt eigentlich, wie gesagt, die Kommission, für da nichts zu machen. Als Konklusion zu dem Sujet, also Direkthilfe an Preisstabilität halten, das sind die zwei wichtigen Punkte, die für den Sektor getroffen sind. Ein anderes Sujet, den ich heute wollte, das ist den europäischen Fonds, den Globalisierungsfonds, wie wir sagen, oder der Fonds für die Anpassung und Globalisierung. Den ist nicht zu verwechseln mit dem europäischen Sozialfonds, ob schon auch da Gelder sind, für sich auf die Globalisierung oder die Mondialisierung vorzubereiten, die mir langfristig gedurcht sind, als der Teil Fonds, wo Direkthilfe kann an Anspruch geholt werden, und zwar von den Arbeitnehmern. Das ist wichtig am Fall, wo größere Betriebe müssen zumachen, das heißt, wo wirklich Großverhältnisse stehen oder große Delokalisierungen aus Europa heraus. Wir hatten dort Beispiel für kurzem oder für Jahren von Nokia in Deutschland, wir hatten Opel, wir hatten aber auch ganz Sachen am Textilbereich, wo ganz Bereiche verschwunden sind aus Europa, an Asien und so weiter. Wie kann konkret so eine Hilfe aufrufen? Es sind 150 Millionen am Budget für die nächsten 7 Jahre. Dass all die Unterstützung brauchen, die an dem Sektor keine Arbeit mehr finden, für auf der Sicht für noch eine neue Arbeit. Ich meine, das ist der wichtigste Punkt. Dann ist Berufsberatung, das Aus- und Weiterbildung, was wichtig ist, das auch Betreuung für die Leute, weil die teilweise nicht mehr just das kennen, was die Mädchen kennen, den sie da gelernt haben, für an andere Mädchen ranzukommen. Alles das, wie gesagt, an, was ich will noch bringen, dass Einzelpersonen können auch gefördert werden, und dass das nicht gedurcht ist für große Betriebe, auch wenn die Stelle abgezählt und dann ist aber eine Hilfe, die konkret für die Beschäftigten aus dem Sektor im Moment ist. Das ist nicht gedurcht, für Chômage Pensionen zu finanzieren. Und nicht mehr spät wie das Woche haben wir am Parlament Hilfen zugestanden für große Betriebe in Griechenland mit 1000 Arbeiter, in Rumänien, in Holland, 2 Großbetriebe in Spanien, Alkes mit 400, 500 oder 600 Arbeiter. Sodass, ich wollte euch mal das noch bringen, dass ihr seht, dass auch hier am Parlament aber trotzdem relativ schnell, relativ konkret und auch nicht überbürokratisch alles gespannt geht an. Konkret kann geholfen gehen, schnell, wie gesagt, unbürokratisch. Und das war mein Urlaub für die Stadt, das vor mir noch zu bringen, für die Stadt zu sagen. Und wir sehen also die nächste Woche mit einem anderen Sujet, mit vielleicht 2, 3 anderen Sujets, die in dem Moment aktuell sind, der teilweise der aktuellste von dieser Woche. Merci fürs Nachgucken, bis die nächste Woche.